Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute reden wir mal wieder über Survival Outdoor Food. Food für draußen. Wenn ich mir mein kleines Käffchen mache, dann mache ich es mir immer gemütlich, genieße so ein bisschen die Zeit und dann habe ich so kleine Lieblingskekse und die sind von Travel Lunch. Dann mache ich es mir dann immer gemütlich, setze mich da hin, mache so eine kleine Zeremonie draus und bin sehr sparsam mit diesen kleinen Kekseln und tue mir da immer ein paar dazu, so beim Espresso. Und habe ganz vergessen, dass mich diese Firma Travel Lunch schon immer begleitet, schon seit einer Zeit, wo die Päckchen noch so blau waren und Palmen drauf und so ein bisschen unspektakulär ausgeschaut haben. Also aus einer Zeit, bevor alles Tactical wurde. Da habe ich hier in meinem Rucksack als Notfallplan natürlich immer Travel Lunch drinnen. Und das total vergessen vor dem ganzen Hype und vor dem ganzen Testen, dass das, was einem am nächsten liegt, das vergisst man halt dann einfach. Zum Outdoor Food. Wenn ihr sowas habt, müsst ihr das unbedingt zu Hause durchprobieren. Das heißt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr auf der Reise seid und ihr vertragt es nicht. Das heißt, vorher, egal was ihr mitnimmt, ich habe schon so viel getestet, da oben gibt es einige Videos, immer vorher zu Hause essen und dann entscheiden, ob man es auf die Tour mitnimmt. Vor allem, wenn man einen gestressten Magen hat, wenn es kalt ist, wenn man Extremsituationen hat, dann muss man wirklich sein Essen vertragen. Und das hier ist was super Verträgliches. Jetzt gibt es wieder die Fraktion, die sagt, kostet zu viel, zu teuer und so weiter. Es ist nur tatsächlich so, es gibt gewichtsmäßig nichts Vergleichbares. Wenn ihr sagt, ich nehme 1 Kilo oder 1,5 Kilo Essen mit auf meine Reise, dann sind es 10 solche Päckchen. Das heißt, ihr habt 10 Mahlzeiten dabei. Das ist einfach unschlagbar. Das sage ich immer wieder, weil die Leute einfach das irgendwie nicht verstehen wollen. Vergleichbar, das hier, so eine Büchse Bohnen und 4 Kartoffeln. Das hier entspricht 10 Päckchen von dem hier. Das heißt, 10 Mal essen, 10 verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal essen, vielleicht zweimal essen. Es ist unschlagbar. Die Gewichtsgeschichte ist unschlagbar. Ein bayerisches Produkt natürlich. Dann glaube ich, mache ich mir mit euch zusammen etwas, was hier zu meinem kleinen Espresso dazu passt. Instant Milchreis mit Äpfeln und Zimt. Seht ihr mal, wie es weihnachtlich wird. Im Prinzip funktioniert es genauso wie alle anderen Outdoor-Food-Geschichten auch. Ihr faltet das da unten auf, stellt es ein bisschen breitbeinig hin, braucht es eine Tasse und ein bisschen Geduld. So, und wenn das Ganze dann kocht, dann reißt man das Backel hier auf, so wie bei allen anderen auch. Dann gibt es hier im Unterschied zu den anderen, gibt es hier drinnen Wasserlinien. Das finde ich ziemlich spannend. Und da steht dann drauf, auffüllen bis Wasserlinie 3. So, das heißt, dann weiß jeder, ohne dass es abmessen muss, wie viel soll man denn da reinkippen. Und dann kippt man das jetzt da bis Wasserlinie 3 rein, machen das da oben zu, da ist so ein kleiner Verschluss drinnen. Dann lassen wir es 10 Minuten ziehen. Und während den 10 Minuten erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was. Also, eine bayerische Firma mit einem wirklich super freundlichen Personal. Der Shop ist unten verlinkt, gibt einen Haufen Geschmacksrichtungen, gibt auch einige Zusatzprodukte noch, wie hier meinen absoluten Wahnsinns-Lieblingsriegel von Travel Lunch.
Und natürlich diese Kekse, die darf man nicht vergessen, die mich eigentlich da wieder zurück hergeführt haben, weil ohne die hätte ich es euch nicht vorgestellt. Und diese kleinen Vanillegeschmack-Cookies, 100 Gramm haben fast 500 Kilokalorien. Ist auch ganz spannend. Und von dem hier, ich sage, das sind jetzt 100 Gramm und die 100 Gramm, die haben 400 Kilokalorien. Also es ist durchaus in Ordnung, um auf längeren Touren, wenn man schweres Gepäck vermeiden will, was man natürlich, wenn man 10 Tage unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, irgendwie zu fischen oder irgendwas sich wo rauszuziehen, dann ist das natürlich die absolut beste Alternative gewichtstechnisch. Und von der Zubereitung halt einfach Wasser heiß machen. Wasser findet man auch so gut wie überall. Abkochen tut man sowieso. Und dann schüttet man sie rein, 10 Minuten und dann ist es eh schon verzehrfertig. Ab und zu ein bisschen schütteln ist halt nur so ein Tipp von mir, dass es das gescheit durchmischt. Und dann kannst du eigentlich damit mit dem Essen schon anfangen. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen, weil mir schmeckt es. Ich vertrage das gut und ich habe es halt überall verteilt. Man vergisst es dann und denkt man sich immer hier so die ganzen hochgehypten Food-Geschichten. Für jeden ist das irgendwie was Neues und was ganz Verrecktes und was ganz Wildes, aber es ist einfach schon immer da gewesen. Hat halt jetzt eine deutlich coolere Verpackung. Oder sagen wir mal eine deutlich neutralere Verpackung als vorher. Und ich falle schon wieder total ins Schwärmen, weil mir einfach so viele alte Geschichten einfallen, die ich total vergessen habe. Da probiere ich mit euch so dieses ganze Zeug immer durch. Und das hier ist völlig aus meinem Kopf draußen. Es ist wie am Frühstückstisch, wenn man da sitzt und sagt, hey, wo sind die Butter? Und dabei liegt sie die ganze Zeit vor einem. Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, die Backeln hier, die sind jetzt bis 2029 haltbar. Das heißt, das Zeug ist auf jeden Fall 5 Jahre haltbar. Ich würde sagen, also es ist jetzt nicht vom Hersteller, aber ich würde sagen, man kann es deutlich länger noch verzehren. Wahrscheinlich gibt eher die Verpackung auf als der Inhalt. Es sind nur natürliche Sachen drinnen. Der Milchreis besteht aus 64% Reis, Vollmilchpulver, 30% Zucker, Kartoffelstärke, Apfelstücke, gefriergetrocknet natürlich, Zimt und ein bisschen Aroma. Das war's. Und damit ist dieses ganze Zeug einfach das ideale Essen. Und noch einmal zu denen, die dann rummeckern und sagen, es ist so teuer. Nee, es ist nicht teuer. Ganz ehrlich, wenn ich mir 5 oder 10 Kilo an Gepäck sparen kann, dann nehme ich lieber sowas hier mit. Dann habe ich 1,2 Kilo, sind 10 Mahlzeiten. Ja, wenn ich 20 Tage unterwegs bin, dann sind es 2,5 Kilo. Also als Notfallplan. Klar, ein Essen pro Tag und jetzt hat, sage ich mal, gemäßigte Anstrengung. Aber da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass du für 20 Tage kannst du dir kein vernünftiges Essen mitnehmen. Und wie schön es ist, wenn man dann droben irgendwo auf der Hütte sitzt und es ist saukalt und man hat verschiedene Geschmacksrichtungen dabei. Man hat einen gewissen Biss. Das ist einfach das Coole an der ganzen Sache. Das ist unschlagbar. Da kann mir keiner erzählen, dass ihm das zu teuer ist. Ich wüsste gar nicht, wie viel Geld ich zahlen würde, wenn ich mir das Gewicht von meinem Rucksack sparen kann. Und so kann ich es zumindest einmal halbieren. Und das ist genial. Ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir es mal essen hier. So. Ach, wunderschön. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Sehr, sehr heiß. Wie immer. Ich mag das richtig gern. Also, Travel Lunch. Unten verlinkt. Kauft kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.